Talk it like Loose D. Legends, yes, my brother. Luis D ist wieder back im Business, Chicos. Wir sind back im Business, Habibi. What's poppin'? Let's go. What? Let's go. What? LZ, der Y. Ladies and Gentlemen, wir sind back. Es ist Die Mittwoch. Energie ist da. Ja, Wir genau. sind morgen im Auto. Ich das hoffe, Hause, ich hoffe am irgendwo, Morgen. im Radio, egal wo, egal wenn. Jetzt Füße ganz bekannt. Loot Dort im Auto twerken. Niemand weiß warum, aber twerken im Auto. Ladies and Gentlemen, welcome back. Grüezi miteinander. Danke vielmals, dass ihr wieder dabei sind. Danke dir vielmals, Luz, dass du dir Zeit nimmst, mit mir wieder mal den Abend zu verbringen. Danke vielmals, auch, Bro, dass du mir die Zeit genommen hast, dass du extra von dort, wo du herkommst, wieder zu mir bist. Wir sind heute wieder mal nicht allein. Wir haben heute Absolut. den Cheyenne dabei. Einen großen Applaus für den Cheyenne. Ladies and Gentlemen, Yes, welcome, baby. the one and the only. Ich muss etwas sagen, es heißt Shane. Shane. Oh, Shane. Boah, das stimmt. Boah. Oh, Minge, das ist noch viel krasser. Voll deep. Wie ein Rap-Name, Bro. Shane. Minge, dann am tut es mir Shane. erstmal leid für den Fehler am Anfang. Alles gut. Weil man sieht immer nur den... Ja, also mein Name ist auch schwierig zum Ablesen eigentlich. Ja, keine, viele sagen auch Cheyenne, Shane, Sheen, was auch immer. Ja. Ja, jegliche Sachen schon gehört. Ja. Ja, voll, kein Problem. Hey, Stress. danke dir vielmals, dass du dir Zeit nimmst, mit uns da die Abend verbringen. Es wird auf jeden Fall bis nächste Mittwoch, etwa am 4. April, musst du da sitzen bleiben. Wir lassen dich nicht gehen. Das ist nicht so schnell, wenn man dich schon mal da am Start hat. Absolut. Hey, Bro, mit der allerwichtigsten Frage würde man eigentlich gerne mal starten. Wie geht's dir? Alles klar? Ja, alles super, ja. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Mir geht's perfekt. Sehr ja. gerne. Danke dir vielmals. Eigentlich haben wir dich nur eingeladen, um mal zu beweisen, dass du auch Schweizerdeutsch kannst. Weißt, Ja. nicht nur, Ja, Nicht nur voll, Hochdeutsch. Ja. Voll. das ist eigentlich die Überlegung vom Ganzen. Nein, Bro, bevor wir eigentlich gross anfangen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt in deinem Fall machen müssten. Ich glaube, du bist wahrscheinlich in der Schweiz bekannter als Roger Federer und die ganze Aktuell. aktuell. Brutal. Bro, willst du dich selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ja, also mein Name, wie gesagt, Shane, aka Wisdom Blends auf den sozialen Medien. Ich bin ein Barber, sehr bekannter Barber. Jawohl. Genau, und eigentlich mache ich es ganz simpel, ist nicht nur Haar. Das ist Ganz aber ich gehe. die simpelste Erklärung. ever. Simpel Haarschnitt, aber mit 10 Millionen Views pro Video, weißt du? Ich muss ehrlich sagen, ich bin das allererste Mal wirklich beim Podcast aufnehmen nervös. Weil ich schneide meine Haare einmal selber. Und ich hab allein mit Kapuze oben, Cap und irgendwie der. Wieso sagst du ja schon? Erkennt man es bei ihm, oder? Wie, was? Du sagst ja schon. Nein. Nein. Nein, ich habe jetzt voll nicht gedacht, dass du deine Haare selber schneidest. Das ist Krass. weißt du, für so den Latino-Gang-Member-Look musst du aber nicht extra zum Barber gehen. Weil ich Aber hey, ich sehe, muss sagen, stabile Hairline, Mann. danke, Ja, Dankeschön. Das ist einzig, ich habe gelernt von deinen Videos, das ist ja ein bisschen edukativ, weißt du, das ist ja schon fast Bildung, allgemeine Bildung, die du ja betreibst mit deinen Videos. Absolut. Habe ich gelernt, dass die Hairline wichtig ist. Ja, voll. Und voll. Taper Fades habe ich gemerkt, die bringen selber nicht an, darum jetzt mit den Kopfhörern ist nicht so schlimm. Ja, voll. Ich von der und so. Bald gibt es sicher ein Fach, wie sagen wir, einen Unterricht nur für bei den Coiffeuren, wenn sie in der Lehre sind. Nur für deine Videos. Nur für deine Videos. A.k.a. Shane, jetzt heute hören wir mal rein, schauen wir mal rein und wie er den Edgar Cut macht. Aber look, eigentlich müssten wir ja eigentlich wirklich anfangen mit dem Satz, mit dem legendären Satz von dir selber. Ich schäme mich schon fast, wenn ich jetzt dich frage, weil ich glaube, du wirst dir jedes Mal genau gleich fragen. Wie lange bist du da angefahren? Stunde und 20 Minuten. Geil! Oh. Und weißt du, was das Traurigste am Ganzen? Er fährt eine Stunde und 20 Minuten da an, ich habe 20 Minuten weg da und ich komme zu spät. Nochmal sorry for that, Jungs. Das ist fast eine Tradition lang, das letzte Mal beim Arber. Und jetzt... Einer von uns ist immer zu spät. Sorry, man, du mir Vor allem, leid. ich überlege, letztes Mal mit dem Arber, ich musste mit dem Arber draußen warten. er ist noch nicht da, ich habe keinen Schlüssel gehabt. Nee, jetzt- das ey, schon ein bisschen Jetzt bekommst du Flash. einen Schlüssel über, Bro, dass du da Ja, danke immer schön. rein Das ist mal das Ziel vom Ganzen. Nein, dass wir mal zum Thema kommen. Wieso du heute da bist. Wir würden gerne mal dir ein paar Fragen stellen, uns mit dir unterhalten, was du so machst den ganzen Tag. Wie lange machst du das Barber-Coiffeur-Ding schon? Ja, also ich bin jetzt circa seit 8 Jahren bin ich Coiffeur.
Dürfen nicht verwechseln, Coiffeur, Barber, vielleicht kennen das schon, Barber ist nur Herrenbereich und Coiffeur ist beides, ich habe die Lehre gemacht. Also ich bin jetzt insgesamt Coiffeur 5 Jahre und Barber 3 Jahre, geht 8 Jahre. Ah, okay. 8 Jahre in dieser Szene schon Ja, unterwegs. genau. Also, nur mal schnell zum Verstehen. Coiffeur, alles Frisuren, technisch. Ja, links, genau. rechts. Coiffeur, also wir lernen in der Schweiz, wenn man die Coiffeur-Lehre macht, Coiffeur EFZ, dann lernt man beides im Prinzip, Frau und Herren schneiden. Und Barber gibt es in der Schweiz eigentlich nicht. Gibt es keine Prüfung dazu. Aber wir haben im Prinzip selber auf das spezialisiert, halt Das ist ganz Education stark. und so. Ja, Genau. ja. Genau. Erzähl mal, wie ist deine Startzeit in diesem Bereich? Wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen? Wie hat es angefangen? Ja, also ich bin im Prinzip, nach der Schule bin ich 2 Jahre arbeitslos gewesen. Ich habe nicht gewusst, was machen. Okay. Ich hatte dann meine schlimmsten Zeiten gehabt, habe viel Scheiß gemacht gehabt, nach der Schule, kiffen, Drogen genommen, dies, das, Okay. Ananas. Und eben, irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo dann meine Großmutter mir gesagt hat, so, jetzt müssen wir mal wirklich mal da etwas machen, ja, eine Lehre finden oder so. Und ich habe dann einfach aus dem Nichts gedacht, okay, geh mal Coiffeur schnuppern. Krass. Und dann ist es irgendwie näher passiert, ja. Du hast gar keinen Zusammenhang gehabt? Im Prinzip nicht, nein, ich habe nur andere Berufe angeschaut, KV und so, Drogist habe ich auch noch geschaut. Weiss nicht, Okay, ob das ja. immer noch geht, Drogist, DFZ. Ich weiß nicht, ob es noch so Keine Ahnung, heisst, das zumal jetzt Das ist ja glaub ich, in heissen. der Drogerie, oder? Ist Ja, das? ja, genau. Nicht, dass jetzt Leute an meine Drogen wieder professionelle Ja, voll. Strassenapotheker etwas. Ja, genau. Nein, ja, das alles geschnuppert hat mir nicht gepasst. Dann habe ich gedacht, okay, Coiffeur. Und die ehemalige Chefin dann zumal hat mir gesagt, ja, du bist gemacht dazu. Und ich habe nicht mal gewusst. Also, ja, ich habe einfach die Lehre angenommen. Wir kennen es ja. Man ist viel zu jung. Mittlerweile, Ja, absolut. Man nimmt einfach das, wo man denkt, man kann es. Aber dann zumal bist du, ja, Zu dem Zeitpunkt bist du gar noch nicht ready, um deine berufliche Laufbahn genau, so ich habe es in einfach die Wege zu angenommen. sein. Und, genau, und dann habe ich es einfach durchgezogen. Ist in dem Fall deine Großmutter so ein bisschen deine Bezugsperson? Ja, genau, ich bin mit meiner Großmutter aufgewachsen. Sehr schön. Ja, voll. Aber ich finde es krass, dass du hast gar keinen Zusammenhang gehabt mit Coiffeur und Barber. Und eigentlich wollte man die Lehre an, wo man ein bisschen gut kann verdienen, finde ich, oder? Macht man entweder Strassenbau, ich weiß auch nicht, oder? Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn du einfach etwas musst machen und du fängst Coiffeur an, ich finde das schon speziell, dass du... Also das ist schon einfach so quasi zufälligmäßig passiert, wenn du sagst, du... Eigentlich sehr ein grosser Zufall, weil im Prinzip ich habe einen Bezirksschulabschluss. Ich weiß nicht genau, ob das in Zürich zog, was auch immer. Ich glaube, Sek E. Auf jeden Fall, ich bin nicht dumm gewesen in der Schule. Ja. Das ist, glaube ich, eins unter Gymnasium und zwischen Sekundar. Also ich bin echt relativ gut in der Schule gewesen und Coiffeur ist im Prinzip eigentlich, sagt mir so, der Beruf, wo eben kannst du aus Oberstufe kannst du auch abschließen Genau. und so. Und eben ist eigentlich jetzt nicht so ein Beruf, wo eigentlich ein Bezirksschüler tut anfangen. Oh, wow. Genau, ja. Und ich habe gedacht, okay, ja, ich mache es einfach, ja, voll. Das Weißt, Schicksal. einfach mal wollen starten mit irgendetwas. Ja. Eigentlich mal im Grunde genommen einfach mal zum deine Großmutter mal Ja. zufriedenstellen in dem Kann man sagen, Bereich. so, ja, voll. In dem Fall Shoutout alle Großmütter. Das ist schon mal Ja, das ist mir schon... Shoutout. absolut. sonst kassiert ihr ja nie einen Shoutout. Absolut. Und wann hat denn das angefangen mit dem, dass es auch verfilmst? Weißt du, auf die sozialen Medien über Switch ist? Ja, also als ich nach Barber angefangen habe, also ich habe die Lehre abgeschlossen, 3 Jahre, 2 Jahre habe ich noch Damen bedient. Und nachher habe ich gemerkt, irgendwie... Also im Frisurenbereich. ja, genau, Damen habe ich gemacht. Ja, voll. Dann ist dann der Punkt gekommen, wo ich dann gesagt habe, okay, mir gefällt der Beruf irgendwie nicht. Das ganze Zeug mit Damen bedienen, Balayasches machen, Haarstylen mit langen Haaren und so. Das Lästern. Ja, genau. Das ist extrem gewesen. Das ist extrem gewesen. Ich als Mann bin Ist das wirklich so? Ist das so? Ja, ich bin der Hahn im Korb immer gesehen. Ich habe mich gut verstanden mit allen Frauen, aber es ist einfach nicht genau, wie soll ich sagen, es ist nicht das Ding gewesen. Wir müssen verstellen. Ja. Und dann dachte ich, okay, soll ich jetzt den Beruf wechseln? Ja, dann noch Berufsmatur habe ich dann angefangen, weil ich nicht genau gewusst habe, Wow. okay, wenn ich nicht auf diesem Beruf bleibe, dass ich wenigstens Berufsmatur habe. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, Du kannst studieren vielleicht. ich kann studieren, dann in diese Schiene gehen. Und dann habe ich gedacht, okay, versuche es mal mit Barber. Dann habe ich ein Angebot bekommen in Grenchen, wo ich wohne. Genau, und dann habe ich dann dort eben dann angefangen, ins Barber reingehen, hatte Kunden bei der alten Stelle. Und dann hat es angefangen, ich hatte keine Kunden. Ja, klar. Ja, ich bin in den Herrenbereich gegangen, keine Kunden, nichts. Und dann hat es dann angefangen, ich muss Kunden aufbauen. Wie kann ich Kunden aufbauen? Social Media. Genau. Dann habe ich angefangen mit Videos zu machen. Genau. Ah, so bist du auf das Ganze Krass. gekommen. Und Genau, ja. was hat dir den Push gehabt, dass du also Feedbacks von anderen oder wieso hast du weitergemacht? Ja, ich würde sagen, sicher auch ich habe sehr viel Komplimente natürlich immer wieder bekommen auf den sozialen Medien wie auch vor Ort, wo die Leute haben in meiner Umgebung immer geredet haben, oh, du hast einen neuen Barber in Grenchen,
der kann Deutsch, er kann... ja, voll, weil bei uns ist es genau wie bei euch, es gibt sehr, sehr viele Coiffeure, die können leider nicht Deutsch und ich bin So, natürlich... einfach die syrische Ja, genau. Und, Barbers, die in wir da haben. ja, genau. Und ich habe natürlich, dort habe ich so ein bisschen einen Pluspunkt gehabt. Die Leute haben über mich geredet. In meinem Bereich noch nicht schweizweit und so. Ich habe gesagt, hey, du bist ein Barber, der kann Deutsch, hat eine Lehre abgeschlossen, er kann auch Videos machen und nachher eben haben die Komplimente angefangen. Und das hat mich natürlich dann auch gepusht, ja. Ja. Genau. Also Aber- sorry. Ja, ich finde es einfach crazy. Das ist eigentlich mehr so wirklich so oldschool ein Marketing-Move gewesen, um dich selber vor Ort mal zu pushen. Nicht in den sozialen Medien jetzt mal das Klicks generierst oder so, sondern einfach um dich voll. repräsentieren, deine eigene Arbeit. Ja, voll. Aber ja, du musst aus Coiffeur, egal ob du jetzt Damen-Coiffeur bist, Herren-Coiffeur, was auch immer, du musst irgendwie Kunden aufbauen. Ja. Ja. Wir sind 2020 ist es gesehen. Und dann hat ja schon das ganze Social Media angefangen Genau. mit den Reels und so. Und Ja. dann musst du irgendwie nur Kunden aufbauen. Und das ist die beste Möglichkeit, dann zumal wie auch jetzt immer noch Kunden aufzubauen. Social Media. Also- das verstehen nicht viele Coiffeure, immer noch nicht. Das ist krass. Eigentlich schon crazy, weißt du? Ich finde, man sieht ja mega viel so Barber-Videos von den Staaten, weißt du, von der Amis, Arizona, von Cali, von egal wo. In meinem Insta-Reel, vielleicht, Ja. weil ich dich jetzt ein paar Mal gesearched habe, habe ich jetzt die ganze Zeit so Barber-Videos am Start. Ja, voll. Aber von denen sehe ich schon mega viel. Ich habe das Gefühl, in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum sehe ich das überhaupt nicht. Ja, wir sind unterentwickelt, was das angeht, Ja. in der Industrie. Da bist du ganz sicherlich ein Eis am Brechen. Ja? Du Ja, bist genau. der Vorreiter für alle. Ja, ich würde sagen auch, das ist auch genau der Grund, wieso ich so bekannt bin im deutschsprachigen Raum, weil ich genau das eigentlich so mache wie die Amerikaner. Ja, Im genau. Prinzip Social Media Marketing. Und Ja, das ja. hat auch niemand gemacht. Ich bin nicht der Erste, der mit diesen Videos Ja, ja. Ja. angefangen hat. Ich habe es natürlich abgeschaut, wie sie es machen und habe sie in meinen Style generiert. Also so importiert irgendwie. Genau. Und das ist genau das, was so mich abhebt von den anderen Coiffeuren. Ja, voll. Ich mache es speziell wie die Amerikaner. Genau. Ja. Also ist ja auch ein mega Ami-Film, so das, Das ist Barber-Ding, so, das ist ja voll das... Und immer eine Show bieten. Aber ich finde es bei deinen Videos brutal, wie du das machst mit erstens mit der Beleuchtung und zweitens... Merkst du aus dem Videograf, Ja. Beleuchtung Ja. und so. Ja. Ich habe das schon vorher erzählt. Ich feiere das voll, weil ich sehe das Problem bei vielen Coiffeurs selber, wo ich manchmal gehe Haarschneiden, also wenn sie Beleuchtung bei dir ist, alles, du hast gar keinen Schatten auf dem Kopf, weißt? Und die Videos sehen clean aus. Und du, Danke. zuletzt, mit was nimmst du die Videos auf? Ja, aber mit dem iPhone. Genau. Also ich Das ist finde, krass. das ist eigentlich wirklich so voll das Beispiel, wieso wir eigentlich den Podcast machen. Du kannst voll Genau. simpel machen, weißt? Du musst nicht da die heftigste Kamera haben all time, wie als ob du in Hollywood Absolut. wärst irgendwo, sondern einfach machen. Es kommt darauf an, für was. Ja. Also ich sag jetzt mal, Ja, das mal ist Das einfach Ding ist anfangen. halt, die müssen überlegen, wir sind Coiffeure, wir schneiden Haar, wir haben einen gewissen Plan, wo wir müssen nachgehen, wir müssen effizient sein. Und ich weiss, wie es ist mit der Kamerafilm. Ich habe früher auch viel mit der Kamerafilm und das ist einfach, du weißt, wie es ist. Du musst Beleuchtung, ISO, alles einstellen, Blende und alles. Und das passt einfach nicht in den Zeitplan rein. Wenn Ja, du voll. willst jeden Tag filmen. Natürlich, Ja. wenn du sagst, ein Werbevideo oder so, Ja, für das einen ist größeren Dings ist okay, das ist klar, Kamera. Aber mit dem iPhone, du musst einfach nur das iPhone auf ein Stativ drauf tun und gut ist. Play drücken. Genau. Das ist simpel. Machst du ist das, so. machst du das bei jedem Haarschnitt? Oder tust du das Mittlerweile schon, ja, manchmal schon Projekte, wo ich manchmal sage, okay, dann nehme ich Kamera für, vor allem für Bilder. Wenn ich Bilder mache, das ist natürlich mit einer Kamera kannst du etwas schöner, einen besseren Look erzeugen, genau als mit dem iPhone. Ja. Aber für mich ist es einfach viel einfacher, mit dem iPhone zusammen zu arbeiten. Voll. Für Videos, Reels und so, TikTok brauchst du nicht. Aber das kommt auch viel besser bei den Leuten an, weil früher hat man viel Aftermovies gemacht, weißt du, Barbers oder ihre Beauty-Salons und so. Aber heutzutage ist viel authentischer, wenn du eben so iPhones-Video, wo nicht wie eine Werbung Ja. aussieht, Ja, und genau, dann ja. klickst du nicht weg. Das ist automatisch bei den Menschen heute so, weil wir bekommen jetzt so viel Werbung über, da haben wir wirklich wie fast keinen Bock mehr. Aber wenn du so ein schönes Video wie von dir und dann noch mit deiner schönen weißen Zähne und wie du das gut geil erklärst, dann bleib gerade stehen und so, boah, obwohl ich gar keine Ahnung von dem habe, aber ich habe deine Videos immer bis zum Schluss angeschaut. Weißt du, was ich meine? So. Geiles Sicht. Wieso hast denn du kein Taper-Fade, wenn du die Videos immer schaust? Das, Weil vielleicht wollte ich es unbedingt, aber ich habe den Kopf nicht für das. die Stunde 20 wirst du fahren zum Haarschneiden. Schwach, schwach, Junge, schwach, Junge. Aber jetzt Haarschneiden, nur noch bei ihm. aber die Leute kommen nicht nur wegen dem Video, die kommen schon auch wegen dem Schnitt. Und die Ja, können nicht nur ja, ein Video ja. machen, oder? Ja, ja, aber gut, ich muss sagen, ich habe auch viele, die zu mir kommen, natürlich auch, wo mich dann fragen, ja, machst du ein Video und so? Nein. Das gibt es auch, ja. Aber ich würde sagen, meine Qualität ist schon wirklich auch der Service und der Ja, Schnitt ja, und nicht absolut. nur mein Marketing. Ich finde es eben auch nice bei 2-3 Videos, wo irgendwelche Leute dann auch gesagt haben, wie es war. Ich weiß es gar nicht mehr wer.
dass sie auch gesagt haben, du nimmst dir auch Zeit für das Ganze. Weißt du, nicht einfach so, dass du da Ja. Massenproduktionsmäßig so einfach nur zack, zack, schnell drüber, Ja, wie bei mir jetzt noch einfach schnell könntest du drüber fetzen und fertig, sondern dass du auch Zeit nimmst, präzise. Qualität halt. Schlussendlich ist ja der dann auch dein Produkt. Also weißt Genau, du, der wie ja. er rausläuft. Ja, genau. Wie lange schneidest Also ich würde sagen, schon, also ich buche bei jedem immer eine Stunde. Es gibt natürlich Kunden, die haben nicht so dicke Horde, ist okay, klar, 50 Minuten, 45 Minuten, manchmal schon eine Stunde 15, also ich bin wirklich fokussiert. Mega. Also das heisst, wenn Also, du jetzt an einem normalen Tag am Haarschneiden bist, Ja. schneidest du 8 7 bis 8, 9 Kunden so. Ja, genau. Vielleicht noch das TikTok 9, ich würde sagen 9 Kunden pro Tag mit dem TikTok zusammen. Boah. Genau, ja. Krass. Weißt du, dann bist du eigentlich Aber 9 gut. Stunden straight am Schneiden, ohne Pause. Ja, also doch schon Also ja, Mittag, Pause ist dann schon dazwischen, Ja, und so, aber Pause- das ist schon ein langer Tag. Ja, ja, ein langer Tag. Also ich bin meistens immer bis um 9 Uhr Schon, ja. im Shop noch und dann eben gehe ich noch heim und muss TikTok bearbeiten. Also, Krass. Aber das Genau. ist... Also ja. Sorry, wie viel kostet der Haarschnitt bei dir? also mittlerweile ist einfach der Haarschnitt allein ohne Bart ist 60, mit Bart wäre 75. Ah, okay. 75. Kannst du Albaner jetzt am Rechnen? Vor allem ich habe Haarwuchs wie ein Neandertal. Bei mir, darum bei mir, weil sich das nicht ganz lohnt. Ich muss meine Hairline jeden zweite Morgen muss ich die schnell erfrischen. Es ist ganz schlimm. Aber wenn jetzt, also hast du das Gefühl, kommen viele Leute einfach so mal rein bei dir schauen und einfach nur so wegen, du bist halt der Wisdom Blend. Also, Ja, fast täglich habe ich mindestens eine Person, die reinkommt, auch vor allem Junge, die Ja. reinkommen und fragen für ein Viertel. Genau. Oder einfach auch fragen für einen Termin, wo ich immer muss sagen, ich kann leider keinen Termin geben. wie weit bist du ausgebucht? Immer 4 Wochen. Also, jetzt Also du sage ich, bist die nächsten 4 Wochen ausgebucht? immer. Also, Jeden Tag? Immer. Immer. Also es gibt keinen Tag, wo ich ehrlich keinen Kunden habe. Genau. Außer halt die Leute, die No-Shows machen, die nicht auftreten, gibt es immer wieder. Aber ich bin immer ausgebucht. Jetzt sind die Kollegen, die dir sagen, Bro, du musst irgendwie reinfetzen dort. Ja, das gibt Leute, aber du musst lernen, es ist das Business und lernen, du musst lernen, Ja, Nein genau. sagen. Und Ja, das ja. ist etwas, was ich wirklich gelernt habe mit dem Fame und mit dem ganzen Erfolg. Du musst Nein können sagen. Ich habe mal Das gelernt, das stärkste Wort, wo du kannst im Alltag, wenn du erfolgreich willst, wenn du Business machst, ist einfach Nein. Nein. Weißt du, wenn Krass, du kennst so viele Leute und dann irgendeiner fragt dich immer, ey, kannst du mal das machen, kannst du mal da links, rechts, oben, unten. Amigo, wenn es nicht geht, geht es nicht. Weißt du, du kannst nicht. Auch wenn es vielleicht gerne willst machen, weil du ein geiles Sieg ist oder was auch immer, aber du kannst Also ich habe manchmal immer noch Momente, wo ich ein bisschen schwach werde, wenn Ja, es ja, jemand ja. ist, aber wirklich ein Stammkunde, den ich, Ja, wirklich, wo ich so seit Jahren kenne und so, oder wirklich ein Homie. Dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger, wo ich es nicht immer schaffe, aber wenn es jemand ist, der wirklich nur mal ein Laufkunde ist oder der eigentlich bei mir war, nein. Also wirklich, das ist wichtig, man muss können Nein sagen. Das ist stark. Ja. Weil ich früher 15, 16 Stunden gearbeitet genau aus dem Grund, weil ich ja können Nein sagen, ja, kannst du mich noch reindrücken? Dann habe ich gesagt, okay, komm, drück rein. Dann hast du kannst du mich noch reindrücken? Dann bin ich meistens so bis um 10, 11 Uhr noch im Shop gewesen, Ja. Haar geschnitten und du kannst kaputt. Ja, klar. Ja, safe. Ja, wenn Weil ich nicht Nein gesagt habe. Work-Life-Balance ist da absolut ist nicht so. intakt. Wie ist denn deine eigene Shop? oder? Nein, ich bin jetzt noch angestellt, aber ich mache mich selbstständig gegen Februar, März. Gratulieren nochmal einen. Yes, baby. Nochmal kurz ein Shoutout an alle Selbstständigen. Geil, dass sie es probieren. Voll geil, Mann. Stolz auf dich, Mann. Ganz Ganz geil. stark, man. Ganz Auch stark. in deiner Haus Sehr hin, viel irgendwo in verdient. Grenchen, oder? Ja, das Kanton Solothurn in Gerlafingen. Oh, Also Solothurn ist schon, man. Solothurn ist da. Jawohl. Die eigene Haut ein bisschen representen. Yes, Also sir. das ist schon alles, Mietvertrag und so, ist schon alles geregelt. Ist Ich schon würde sagen, zu 99%. zu 99%. In der nächsten Ja. Woche unterschreiben. Kannst du irgendwelche Infos droppen, Namen oder taufst du auch gerade Wisdom Blends? Oder? Ja, das mit dem Namen ist eben noch mega schwierig. Ich bin immer noch nicht unschlüssig, was für einen Namen Okay. ich nehme. Das kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall, es wird in Gerlafingen sein und der Laden wird 140 Quadratmeter sein. Es wird, Schon groß. Krass. es wird Schon groß, riesig sein. ja. Ja. Aber dann nicht nur du selber, oder? Nein, ich werde noch 2 andere Coiffeure haben, die Okay. mittlerweile schon Barbers? Barbers, ja, die mit mir arbeiten. Die arbeiten auch in dem Shop, wo ich bin. Ah, okay. Genau, und die kommen nachher mit. Ah, Die kommen mit? Die kommen mit, ja. okay. Nice. Stark, stark. Wie bist du eigentlich, jetzt wenn ich sage Wisdom Blends, wie bist du denn auf den Namen gekommen? Wow, ich weiß selber nicht. Also Blends steht für Übergang. In Amerika nennt sich jeder, keine Ahnung, Ali Blends, Marty Blends. Das Ja. Blends ist so für den Barber. Ja. Wisdom ist einfach keine Ahnung, Mann. Das ist irgendwie einfach so. Kennt ihr das, wenn ihr einen PSN-Namen macht, Playstation, dann habt ihr auch irgendeine, keine Ahnung. Früher haben wir auch irgendeinen Namen genommen. Ja. So. Oder früher eine MSN-Adresse. MSN-Adresse. Was bist du für ein Jahrgang? 96. Eben, sag, du Ich kennst komme MSN und du bist aus der Netlog Generation. und alles. Weißt du, die Filme so. Das ist, Ja, ich habe schlimmer Namen gehabt. wie ist geheißen? Mr. Sexy Playboy. Weißt du, wie ich heiße?
Meine MSN hat die Original FF wegen Frauenfeld, Bodenstrich, Playboy, Bros, Sportfinins. Du merkst richtig, unsere Generation hat alle Hotmail-Adresse, E-Mail-Adresse. Stimmt. Er ist jetzt seriöser geworden, Hast du Gmail. nicht local erlebt? Ja, safe. Boah, safe. das ist auch krass. Ja, Tektonikfriese und alles. Gut, ich kann mir voll vorstellen, du bist so in dem Tektonik und so. Ja, also, die Franz habe ich schon so ein kleines Tektonikmäßig. Damals schon Edgar gelesen, mit der Franz vorne. Hast du mir vorher erzählt, du hast noch Tanz früher, ja? Ja, genau. Hip-Hop-Tanz und so. Genau. 7 Jahre lang, ja. Sagst Schon sehr ein passionierter Mensch, ja? Wenn Mega. du das Ja. mit dem Haarschneiden machst. Was macht dir eigentlich mehr Spaß? Haarschneiden selber? Videos Oder drehen. Videos? Videos drehen macht mir mehr Spaß. Ja. schon? Ja, ich würde sagen, ja. Krass. Auch interessant, ja, interessant. Mega interessant. Aber Ja. du hast nie einen Workshop gemacht für das oder eine Schulung, einfach von selber. Alles selber, Self-Education, ja, über YouTube und so. geschaut. Geil. Gut, ich habe die Lehre natürlich gemacht. Ich weiss, ich mache oben schneiden, das habe ich alles von der Lehre gelernt. Ja, aber ich meine, Ja, ja, nein, du ich hast jetzt mein, von Videos Videos- machen. Von den Videos, nein, alles Self-Education. Also ich weiss noch, aber das habe ich eben alles im Tanzbereich das gelernt. Ich habe ja alle meine Videos selber geschnitten, aufgenommen. Ah, du hast eigentlich von dort schon, du hast dich dort schon selber Ja, aufgenommen? genau. Und ich habe es einfach vom Kollegen aufgenommen, sind wir an einen Spot gegangen und haben irgendwie geschaut, okay, der Spot sieht gut aus, nimm mich so auf Ja. mit der Sony A7 III. Das war okay. dann meine erste Kamera gewesen. Genau, und so habe ich nachher so ein bisschen gelernt, ja, wie man Und- aufnehmen. Du bist, kannst du das von dir aus selber sagen, du bist glaube ich sehr ein Perfektionist, wie wir dich jetzt so können lernen. Ja, Du extrem. schaust voll auf Details. Extrem, Wie ja. wichtig sind Details? Oh, das ist das Wichtigste im Prinzip. Also, ja, das ist auch der Grund, wieso ich keinen Cutter will. Ich habe viele Leute, die mich fragen, Videos für ja. mich schneidest. Und es gibt sicher jemanden, der es gut schneiden kann, aber Ja, ja. ich bin so ein Perfektionist. Für mich muss einfach alles stimmen. Und wenn ich es selber mache, dann kann ich es genauso machen, wie ich es will. Heftig, das nimmt ja fix sehr viel Zeit in Anspruch. Ja, aber ja. Wenn das Ja. so selber immer alles gehabt ist. Ja, gut, es sind halt noch Insta-Reels und TikToks, die hast du ein bisschen schneller gemacht. Ich denke, wenn ich dann mit YouTube anfange, nächstes Jahr, dann wird es dann vielleicht schon jemand brauchen, je nachdem, man muss schauen. Für längere Videos. Also für Barber wirst du auch Kurs anbieten oder Ja, in sie bieten Zukunft, auch- aktuell auch? Ja, ich biete Kurse seit sicher schon 1,5 Jahren, ja. Ah, wow. Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, wo einer mit einer Behinderung bei dir war. Ja, genau. Riesen Props, also es hat mega ausgesehen. Ich habe es verdammt gefeiert, auch für den Jungen. Ja, mega Auch stark. geil, auch stark von dir, dass du das Genau, so promotet hast. Voll. mega schön. Ja, voll. Ich gebe Kurs und ich werde dann auch im neuen Salon ich dann wirklich mehr auch Kurs geben. Genau, ja, Aber so. du bist dann selber auch noch am Schneiden? Ja, Wenn du genau. im Salon bist dann. Ja. Mittlerweile schon, aber mein Ziel wäre dann später mehr Kurs geben, mehr Content kreieren, von YouTube cool. noch ein bisschen Geld machen. Halt das, was mir wirklich auch Spaß macht. Ja, Genau. ja. Also YouTube hast du jetzt aktuell noch nicht? Mal, ich habe jetzt YouTube schon angefangen, vor 3 Monaten, und ich habe relativ sehr viele Abonnenten können gewinnen, 20'000 jetzt Schon? mittlerweile. Wow. Durch Shorts nur, ja, ist krass. Boah, das ist Ah, nur krass. durch Shots, keine einzige Nur durch- richtige ja, selber genau. Videos. Aber wann bekommst du die silbrige ab 100'000, Ab glaube 100'000, genau. Road to 100k, ja, der ist... Voll. Minga, also wenn das Video draußen ist, wenn der Podcast aus ist, wahrscheinlich schon 250'000. So, wir dich kennen, so viral wie all deine Sachen sind. Das wäre geil. Erzähl mal über den legendären Edgar-Schnitt. Ich habe es mal gegoogelt. Ich habe dich gegoogelt und ich habe gegoogelt, wer hat den Edgar-Cut erfunden? Und Bin ich von, oder was? ja, es ist krass. Wirklich? Das ist krass, ja. Die Herkunft des Edgar-Cuts geht auf den Baseballspieler Edgar Martinez. Hast du das gewusst? Ja, mal etwas gelesen, ja. Denn der früher ein ähnlicher Frisur trug. Perfektioniert wurde der Edgar-Cut vom Schweizer Friseur Shane Levin Hofer. Oder wie nennt man? Hofer. Ja, voll. Hofer. Der mit einzige Videos Schweizer Wort kann man nicht mit einer aussprechen. großen Fanbase mit seinem Account Ah, was? auf TikTok aufbauen konnte. Ja, also ich muss sagen, dass sie leider Wo ist das gelesen? Auf Wikipedia? Oder? Nein, Google. Einfach Google. Okay. Aber wenn es auf Wikipedia gestanden wäre, dann. Dann wär's schon fast Ja. propswürdig. Aber ich muss euch leider enttäuschen, ich habe ihn nicht erfunden. Nee, Ich habe ihn da. nur importiert. Importiert. Aber du hast perfektioniert. Ja, ich würde sagen, ich habe. Also, So steht es auch. meine Edgars sind besser als die in Amerika. Ja, Oh mein Gott, wir lieben die Self-Confidence. Wir lieben die Self-Confidence. Das ist schon ein bisschen etwas- Swiss ist schon, Mann. das ist schon etwas, wo dich schon nochmal 1-2 Steps aufgepusht hat. Nicht? Du hast Geschichte geschrieben in der Barber. Ja, Welt. Ich finde halt crazy bei dem Edgar-Cut, weil wenn du die Kommentare gehst lesen, oder ich bin mal ein bisschen abchecken, die sind ja schon oftmals auch negativ. Also weil das ist voll das nicht, das ist ja voll das, Ja. das ist voll viral, nicht nur wegen dem positiven Effekt. Nein, aber im Gegenteil eigentlich. Im Prinzip, ja. Wegen der negativen Kommentare und ja.
meine Community ist auch so ein bisschen basiert auf den Edgar Cut und auf die negativen Kommentare. Und genau so ist nachher auch der Hype im Prinzip entstanden. Krass. Genau. Und weil sie vieles nachgemacht haben und so, wie sagen wir dem? So gefaked haben. weißt du? Dupliziert, oder was? Ja, Nein, genau. sind sie so die- gefaked, so gesagt, weißt ja, die lustig gemacht. Ja, genau. Sehr sicher. Ja. Aber ich finde es crazy. Was ich halt nice finde an diesen paar Dudes, die Edgar Cut, oder wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile auch schon viel, die rocken das voll auf Ernst. Weil das find ich nice. Ja, Weil voll. wenn sie jemand auf lustig machen, dann finde ich es nicht so geil. Ja, Aber wenn voll. jemand das voll auf Ernst mit mir sich unterhält und sagt, das ist, ja, also voll. er sagt, kommt und das ist meine Frisur, amigo, das ist meine, wie mit dem Southside. Ja, Southside. Southside Fade, ja. Den habe ich Maxi erst gesehen. Amigo, das ist so ein bisschen wie der Ronaldo, der Brasilianer Ich mit schwöre. Übergang mäßig. So ein bisschen, Das ist der Ronaldo, aber in Zukunft, das ist geil. den habe ich auch nice gefunden. Aber ich finde, die Leute trauen, weißt du, was ich meine? So, das sind wir, die in der Schweiz so Hemmungen haben für all so Sachen. Eben, genau, Und für die- so Sachen finde ich es aber auch nice. Weißt, du, Ja. und die kommen und die trauen so Sachen zu machen und vor den Leuten stehen. Ja, Bro, Aber da merkst du, das ist auch die neue Generation, habe ich das Gefühl. Weißt du, die neue, wir haben ja auch früher auch Scheiß gemacht. Weil, wo wir jünger waren, wir haben auch wollen, eben so Tektonik-Frisuren und irgend wilde Sachen Ja, voll. mit dem langen Streif der Fötter machen. Ja, Weißt du, wenn die Strähnen so gegeben hast. Voll. Du hast irgendetwas probiert, hast einfach auffallen irgendwie. Ich finde es mega nice, wenn das find's Leute, auch, danke. wenn's Leute so wild machen. Voll. Wo ich in der Recherche über dich, wie ein richtig etablierter Journalist das sagen würde, habe ich etwas gefunden, etwas wahnsinnig Inspirierendes von dir. Wenn ich wirklich muss sagen, finde ich nice, habe ich davor Props geben, bevor wir da waren, aber weil ich jetzt Sport gekommen bin, habe ich davor nicht Props geben. Darum muss ich es jetzt live on air machen. Du hast am 18. Juni 2021 einen Post abgeleitet. Ich gehe mal schwer davon aus, du kannst dich jetzt nicht auswendig daran erinnern, was das war. Nein. Du hast gepostet ein Selfie von dir selber. By the way, ein wunderschönes Selfie. Mit einer brutalen Hairline. Dein persönlicher Barber. Wenn nicht jetzt, dann bald. Amigo, das shit. ist 2,5 Jahre her. Ja, voll. Und er jetzt hier einen Podcast mit 160.000 Stark, fucking ja, Follower. stimmt, Mann. Macht seinen eigenen Barbersalon auf. Brutal. Das ist genau das, warum wir dich hier haben. Der Hunger. Du bist selber so self-confident Ja. zu dem Zeitpunkt. Voll, man, stimmt, man. Ich weiß, welches Bild das ist, man. Ja. Das sieht fast wie ein Edgar aus, man. Das ist schon der Edgar in the making. Edgar, ja, voll. trägst du dich selber nicht, nicht, oder? Wie? Du bist immer mit Cap unterwegs. Ja, nicht? nein, kein Edgar, ja. Das ist eigentlich noch wild, als Barber selber immer mit Cap unterwegs sein. Ja, voll. Geil. Ist irgendwie keine Ahnung, ich komme aus der Tanzszene, da habe ich immer Cap an. Ja. So Cap ist, ja, der Style ist so ein bisschen, ist mir geblieben. Irgendwie. Ja. Eigentlich haben das ja Barbers eigentlich nicht so gern. Du schneidest in den Haar und die legen nachher Ich Cap. gehe direkt Cap überall. Das finde ich aber die traurige. Weil ich habe das Gefühl, Barber sind Maschinen, die mir einmal, wenn ich ab und an mal zu einem Barber gehe, wie die alles schneiden, machen, tun, dies, das, denke ich voll die Profis. Aber wenn es nachher kommen so mit, ja, willst du noch irgendetwas in die Haare? Weißt du, so Schäl oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, das verkacken sie einfach immer. Ja, Style. Ja, es ist das. Weil ich habe das Gefühl, die sind gemacht zum Bart machen, zum voll. Hairline, dies, das. Aber ich muss sagen, Style ist wirklich auch, glaube für mich auch das komplexeste Thema. Wirklich. Ja, Style ist nicht einfach, je nachdem. Aber so, du hast ein bisschen längere Haare, jetzt bei dir im Prinzip, okay, du hast einfache Haare gesehen vom Stylen, die gehen schon gut hindern. Ich muss sagen, Styling ist nicht einfach, da musst du wirklich kreativ können sein und können umgehen. Und eben nicht jeder Mensch hat genau diesen Style. Also weißt, wenn du längere Haare hast, im Prinzip, du weißt genau, wie du willst. Du schaust auf Kopfform genau, und so, genau. und das ist doch ein bisschen Personal Preference. Du kannst deine Haare so in verschiedene Arten stylen mit dieser Länge. Was ich meine, und das ist natürlich dort, wo er viel verkacken. Ja. Oder Und nachher, ja, der gefällt es. Ja, ich habe das viel erlebt. Schon sehr nachher habe ich es einfach selber gemacht. Ich habe es selber gemacht und darum, ja. Was haltest du von denen? Es gibt ja schon sehr viele Barbers und es gibt auch gute, sehr gute, unter anderem, wir kennen auch sehr viele, aber die so günstig sind, die für 20 Franken. Ich finde es mittlerweile, ich habe früher oft, bin so auch bei einem reingegangen, habe für 20 Stutz Haare geschnitten, habe nicht so auf Frisur geschaut, aber mittlerweile sehe ich das wie eine Entspannung. Ich gehe zum Barber, genieße es, meine 1 Stunde dort oder zu der Coiffeusin und sie schneidet und massiert mich ein bisschen und ich fühle mich so wie als wäre ich in einem Wellness. Und ich finde das für 60 Franken tipptopp. Was haltest du von denen, die so günstig sind? Weißt, das macht ja euch... Szene fast ein bisschen kaputt. ja. Ja, also was soll ich sagen? Also ich will es ja nicht schlecht reden, man muss ja gleich bedenken, sie nehmen sich 20 Minuten Zeit und für den Zeitraum
können sie sich fast nur 20 Ja. Franken verlangen. Ja, Also ja. sie können dort nicht irgendwie 60, 70 Stutz verlangen. Wenn sie es können, wäre es crazy. Aber Ja. man muss auch dort dann bedenken, eben, wenn sie so schnell müssen arbeiten müssen, können sie auch nicht so viel verlangen. Und bei uns ist genau das Gleiche. Also, ja, also, das Schlimme ist halt daran, dass wir im Prinzip dann immer verglichen werden. Meine Preise werden mit anderen Coiffeuren verglichen, die weniger verlangen. Das ist natürlich dann für uns dann ein bisschen schwieriger. Ja. Weil es ist immer wieder der Kritikpunkt, ey, wieso kostet es 60 Franken, dort kann ich es für 20 Franken holen. Aber man darf nicht das Ganze nicht auf die schieben. Genau. Und im Prinzip bist du selber verantwortlich, was du aus deinem Business machst. Und ich bin Stark, ja. Weißt du, was ich meine? Du machst deinen eigenen Preis in dem. Genau, ich mache meine eigenen Preise und ich bin nicht abhängig von den 20 Franken Coiffeuren, dass ich jetzt meine Preise nicht erhöhe. Ich will meine Preise noch auf 100 erhöhen, das weiß ich. Ja. Ich will nicht, ja. Geil, geil. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Und- gut möglich, ja. aber eben, es ist klar, ja, es macht es uns schwieriger, weil wir immer wieder verglichen werden. Aber schlussendlich ist dein eigenes Business, du bist verantwortlich für das verlangst und wenn es kannst, ja. Schlussendlich ist ja auch ein ist so. Angebot und Nachfrage. Angebot Also und weißt, Nachfrage, wenn ja. du sagst, du bist einen Monat voraus ausgebucht, Amigo, dann zahlen die Leute. Weißt, Eben, dann, das voll. wird schlussendlich auch gezahlt. Genau, ja. Glaubst Cool. du, weil das Ganze ist schon recht rasant gegangen mit den Followerzahlen, mit den sozialen Medien, Instagram, TikTok. Hat sich das irgendwie auf deinen Charakter, auf dich selber ein bisschen ausgewirkt? Oder wie bist du mit dem Ganzen umgegangen? Ja, also im Prinzip auf den Charakter nicht. Also meine Kunden sagen immer noch, hey, ich finde es cool, dass du immer noch so bodenständig bleibst und so und das eigentlich nicht. Genau, was ich ein bisschen mehr jetzt achte, ist halt aufs Aussehen, natürlich auch. Darum deine Weise Zahn, Bro. Geil. Du kommst mit dem. Das ist das maximale Colgate-Lächeln. Minga, das könnte ein 4-Jahres-Vertrag sein für Colgate. Du die Videos anschauen, ich so, shit, man, mit den Lichtern, wie das blendet, ey. Brutal. Genau, aber Charakter nicht, nein, ich bleibe immer am Boden. Ich versuche so gut wie möglich am Boden zu bleiben. Genau. Findest du es schwierig? Nein, eigentlich nicht, nein. Von Anfang an Ja, nein, das ist voll okay. bist du eigentlich gut mit dem umgegangen. Ja. Also ist jetzt auch meine Wahrnehmung von dir. Weißt? Du bist Ja, sehr, absolut. sehr ein angenehmer Ah, Fahrer, voll. wenn man miteinander kurz chillt. Dann. Danke. Das ist, jetzt könntest du sagen, ich auch, aber ja, ist okay. Ich leider vorher nicht kennt, aber du bist sympathisch. Ja. Voll. Wie war es, Bro? Also ich habe die Show immer angeschaut. Also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber früher immer angeschaut. Late Night Show, Bro, wo du bist. Wie ist das entstanden? Wie Ja. ist das denn? Bist du nervös gewesen, man? Ja. Stell dir vor, dort. Ja, also im Prinzip, wie es entstanden ist, eben, sie haben mir geschrieben auf Instagram, genau. Und ich habe nicht mal gewusst, was das für eine Show ist. Wenn Was? Ich es nicht Hast du kennt. es nicht gekannt? Nein, ich bin nicht so einer, Ich hab's vor langem der nicht Fernsehen gekannt, schaut. Ich habe es nicht kennt. Das ist Legende gewesen. Also jetzt, ich weiß nicht, das ist Deutschland sicher noch, aber in der Schweiz ist es. Ja, genau. Und dann habe ich mal einem Kollegen gesagt, hey, die haben mir geschrieben, so, aber ist das? Der ist durchdrehen. So, was, du gehst auf Berlin und so. Nimm mich und mit, so, nimm mich mit. Ja, nimm mich mit. Und aber dann bin ich gegangen und eben jetzt zu deiner Frage bin ich nervös gewesen. Ja, crazy, also wirklich. Es ist extrem gewesen. Vor allem, wir sind die ganze Show, bevor sie angefangen ist, sind wir so vorspielmäßig durchgegangen. Dort in dem Studio, was auch immer, sind wir Ja. Backstage gesehen und die haben mir gesagt, du musst dann dort herlaufen. Und dann musst du aufs Sofa sitzen, musst nicht Voll das grüßen. Skript gemacht, oder Ja, was? also nicht ganz scripted, einfach der Eingang. Aha. Wie ich reingehe, Der Entrance ist so quasi Entrance ist gescriptet. scripted gewesen und ja, natürlich noch jemanden müssen schneiden. Ich weiß nicht, ob das Ja, voll. So Dann, geil. Das war nicht. das ist wirklich auch ein sehr, sehr schwieriger Punkt gewesen, weil es ist so scheiße beleuchtet gewesen dort drinnen. Ah, Wenn wir schon von ja. Beleuchtung reden, in meinem Studio habe ich 1000 Lichter um mich herum. Dort ist nur Dings, wie sagen wir denn? Skiwerfer. Ja. Skiwerfer, Spotlight von oben kommen, Schatten wie weiß nicht was. Ja. Ich bin dort am Schneiden, das Publikum ist gerade wirklich 5 Meter von mir entfernt gewesen, ich bin ganz vorne gewesen. Der hat noch dunkle Haare gehabt. Dunkle Haare gehabt und als ich angefangen habe, wirklich die ersten 2 Minuten, ich habe zittert beim Schneiden. Ah, wirklich? Und ich dachte, alle schauen meine Haare an. So. Eigentlich so voll das Und Daily so Business voll- und du. Ja, Die sicher so Close-Ups am machen von der, von der ja, Hand. genau. Von der Typ noch mit, nein, es sind nicht mehr so Handkameras, es sind so richtige, so extreme Ja. Kameras, weißt du, so, sie sind näher gekommen und so. Aber so wie gefahren werden. Ja, genau, gefahren und so. Ich bin Ja. nervös gewesen. Aber nachher so mit der Zeit ist es dann gegangen, wo sie nachher ihre Show gemacht haben, habe ich dann nur ein bisschen Haar geschnitten. Ich bin auch nicht mehr so Du hast dann im so quasi geschnitten, während sie weiter moderiert Genau, haben. ja, und der alles. ist ein bisschen ruhiger gewesen, der ist nicht mehr der Fokus auf mich gewesen. Dann habe ich mich Edgar geschnitten. Ja. Aber brutal. Also, wie sind die Reaktionen von den Leuten, wo das rausgekommen ist? Es Level. ist crazy gewesen, ja. Der erste voll. Hast du dann nochmal einen Push Live-Match? gemerkt, so auf all deinen Accounts? Hast du dann nochmal einen Push gemerkt? Oder? Ja, ich habe gemerkt, ich glaube innerhalb 3 Tagen habe ich dann 20'000 Follower wieder mehr gewonnen. Wow. Ja, das ist schon viel. Das ist viel Krass. gewesen, ja, voll. Genau. Ja, du, also ich kann dir jetzt nicht garantieren, dass wenn du draußen bist, 20'000 mehr auch wieder dabei ist. Aber, Aber vielleicht kann ich von meinen Followern euch Danke, Bro. Was sagst du? Kannst du auch gerne. ein bisschen Props geben? Die heißen mir Folge uns.
Wenn ihr dann bei 100'000 seid, ladet mir dafür wieder ein. Ja, geil. Absolut, das ist ein Geben und Nehmen, ein Yes, Geben und sir. Nehmen. Oder? Von dem her passt über ja meine. Aber wenn jetzt so ein bisschen retro schaust, weißt du, mit denen, wie das angefangen hast mit den Videos und mit der ganzen Laufbahn, wie du jetzt vorher ein bisschen besprochen hast, würdest du irgendetwas anderes machen? So mit dem Know-how, das du jetzt hast? Also, an wen ist es gerichtet? Für andere Coiffeure, oder? Für dich selber, weißt du, wenn du jetzt so sagst. Für mich selber. Okay. Für dich selber, wenn du jetzt so gestartet hast mit dem Ganzen, wenn du sagst, du bist jetzt Schein von, was jetzt auch nicht, 2019 oder so. Hast du irgendeinen Tipp für dich selber, der dir sehr, sehr wertvoll, wertvoll für dich selber wäre? Also, wenn ich würde sagen, was ich hätte anders gemacht habe, ist es gerade eine sehr, sehr schwierige Frage, weil eben, man ist so ein bisschen im Prozess drin, man muss das Leben einfach laufen, muss machen. Aber ein ganz wichtiger Punkt für mich, wie auch für andere sicher, ist konstant bleiben. Also, ich bin immer konstant geblieben. Und egal was du machst, ich habe früher getanzt, bin konstant geblieben, ich habe Fitness gemacht, bin konstant geblieben und ich habe immer wieder Erfolg gesehen. Also, was ich sicher weitermachen würde, ist konstant bleiben. Was ich nicht würde machen, ist jetzt schwierig zu sagen, weil ja, ich schaue nicht gerne zurück. Ja. Was Also würdest Consistency ist key. Ja. Consistency, ja. Was würdest du einem Barber oder Coiffeur sagen, look, das brauchst du zum Erfolg zu haben? Zum Erfolg haben, also 2023 ist sicher mal, eben, wie gesagt, wie immer konstant bleiben und Social Media Marketing. Das ist sehr das wichtig. ist wirklich, das ist die Zukunft. Also, Ja. wenn du Coiffeur bist, es kommt darauf an, was deine Ziele sind. Wenn du der Coiffeur willst sein, der fürs Leben lang hochschneidet mit den gleichen Kunden, ist okay, dann musst du es nicht haben. Aber wenn du weiterkommen und mal in eine andere Schiene reingehen willst, nicht mehr tagelang arbeiten, so, mach Social Media Marketing. Das ist wirklich. Das heisst, zum Kunden gewinnen, für alle die Barbers da draussen, Coiffeur, machen Social Media Marketing. Genau. Und natürlich bei dir in den Kurs gehen. Ja. Genau, ja. 13. Dezember, der nächste, habe ich mir sagen lassen. Ja, voll. Habe ich mir sagen lassen. Bro, du hast jetzt einen riesen Hype momentan, oder? Aber wie man es im Leben weiss, manchmal mit dem einen Hype und dann wieder ist man plötzlich aus der Bildfläche. Ja, voll. Wie sieht es bei dir aus, Bro? Was ist dein nächster Step? Wie willst du uns immer noch unterhalten? Willst du immer noch gleich weiterfahren mit dem Edgar Cut Videos oder hast du einen anderen Plan, wo du sagst? Ja, also ich merke jetzt auch an meinen Followerzahlen, es ist rasant aufgegangen, ja, fast 400'000 jetzt auf TikTok und ich merke, bei TikTok geht es langsam auf, jetzt ist wieder pro Tag nur noch 100, 200 Abonnenten, früher ist pro Tag 2.000 bis 3.000 gesehen. Ja. Aber ich merke jetzt langsam, die Leute kennen mich, es ist nicht mehr so, eben der Reiz ist nicht mehr so da, die Videos sind ein bisschen eintönig geworden, also es ist immer wieder das Gleiche. Und jetzt auch ich als Content Creator muss jetzt herausfinden, okay, wie kann ich meinen Content switchen? Und das ist bei jedem Content Creator so, du kannst nicht immer das gleiche Format fürs Leben lang rausbringen. Voll. Und was ich jetzt wieder mache, ich werde meinen eigenen Laden eröffnen, ich werde mit Langformat YouTube-Videos anfangen. Mit was? Geil. Langformat YouTube-Videos, also dann auch Vlogs und das ganze Zeug und wo dann die YouTube-Schiene gehen und wo dann dort ein bisschen mehr wieder Reiz reinbringen. Geil, das ist richtig. Genau, schaue dann immer wieder für neue Frisuren, die rauskommen. Dass ich die dann wieder schneide wie der Southside Fade. Ja. Du wärst Kandidat für Southside Fade. Stabile Hairline. jetzt ich mach gerade den Termin. suche immer noch Leute für Southside Fade. Das Aber- habe ich noch nicht gesehen. Er muss einen Monat warten, Bro. Sorry. Nein, Southside Fade zur Seite. Aber YouTube. YouTube. Weißt du, wie der ist? Das hast du gesehen? Ja, Bro, ich weiss. Du hast eine stabile Hairline für den Fade. Bro, vielleicht mal, wenn ich Woche Ferien und nachher. Geil. Das ist schon wild, das ist schon wild. Ich sehe schon aus wie so ein abgecrackter Gangmember von dem. Aber geil, Bro, dann voll mit YouTube-Videos wird starten, genau, in eigenen Laden. Genau. Willst du etwas Spezielles im Laden machen? Ja, aber ich mache, also es ist ein Riesenladen, 140 Quadratmeter. Das ist riesig. Ich habe gesagt, wenn ich meinen Laden will, ich ihn so einrichten, dass ich für YouTube Ja, und Baba, Content Creation- Mann. Genau, und ich tue dann eben das Fotostudio rein, Cyclorama, Geil. weißt, und dann will ich dann Heftig. wirklich mehr Videos machen. Ja. Ja, ich will echt den Space haben für mich. Ja, Kann der Videos Platz, den du kreieren. brauchst. Ja. Genau. Aber ist für dich von Anfang an klar gewesen, ich meine, wir sind begrenzt mit nur schon mit unserer Sprache. Schweizerdeutsch da ist schon auch ein Thema. Gerade so Content Creator, Ja. weißt du, auf deinem Level kann man irgendwann sagen, ist da der Sprachwechsel ein Thema? Oder? Ja, also ich denke, also Schweizerdeutsch ist für mich Geschichte wahrscheinlich. Das kann ich vergessen. Schweizerdeutsch darf Ja. ich weitermachen. Meine Follower-Base ist im Prinzip zu 60% bis 70% alles Deutsche. Krass. Deutsch werde ich sicher weitermachen und dann je nachdem, ja, wenn es dann braucht, wenn ich merke, dass die Followerzahlen trotz Switch nicht mehr raufgehen, muss ich dann auf englischen Content dann rübergehen. Ja. Genau. Krass. Da wäre
auch wild. Nicht einmal gerade überlegen Deutsch, sondern gerade direkt mit Englisch. schon. Das ist eben nice, wenn gerade so die 2-3 Steps weiter schaust. Ja, voll. Gibt es bekannte Vlogs von Barbers und wo du folgst? Oder Ja, also gibt es überhaupt schon? ja, also im deutschsprachigen Raum gibt es fast keinen. Schon, ja. Keiner, der bekannt ist. Es gibt vielleicht einen, der Jas, der ist auch ein Deutscher, der macht das auch schon ein bisschen länger als ich. Aber sonst gibt es im Prinzip eigentlich niemanden, der bekannt ist im deutschsprachigen Raum. Aber in Amerika gibt es unzählige. Ja, Genau, unzählige Schon, ja. Barbers, Celebrity Barbers. Also das ist krass, ja. Was ist dein Traum? Nebst dem, dass du dir jetzt da erfüllt hast, dass du einen eigenen Barbershop hast, der nächste Step. Bist du 1-2 Steps weiter, oder? Ja, also ich denke sicher mal, aber dann auch connecten mit Rappers vielleicht. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem den Reezy geschnitten. Rap City ist ganz das. geil. Rap City gesehen und das hat mir jetzt auch noch ein bisschen den Push gegeben. Ich mir ja gerne noch vielleicht mal den Luciano können schneiden und so, eben noch ein bisschen die Rap-Schiene. Ja, voll. Aber ich mache gerne so ein bisschen verschiedenes Zeug, so Projekte wie hier, Podcasts und so, ist natürlich Ja, für mich voll. auch eine Ehre. Also ich mache gerne so Sachen. Ja. Genau, ein bisschen überall ein bisschen unterwegs sein auf den sozialen Medien. Also du ist- bist ist auch, cool. also weil, muss man auch sagen, du bist auch mega stark. Ja, Weißt du, ja, in absolut. dich unterhalten. Das ist, Danke. ist jetzt nicht so, dass du jetzt da ängstlich am Sitzen wärst und Ja. da Mühe hättest. Ja, man lernt es auch ein bisschen mit der Zeit. Also ich bin ja nicht das erste Mal vor der Kamera, wie gesagt, ich habe vorher getanzt, ich habe vor der Kamera müssen tanzen und das braucht schon ein mega Selbstbewusstsein. Also, und das Reden ist natürlich, das lernt man noch ein bisschen mit dem Reden. Ich bin jetzt auch Deutsch am Lernen, Hochdeutsch, das ist mega schwierig. Ich glaube, du hast gesagt, du kannst jetzt so, Ja, aber das ist Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. aber Hochdeutsch lernen bin ich jetzt ein bisschen, ja, der Dialekt ist natürlich schwierig für die ist, Schweizer. ein bisschen wegbringen, ja. Ja, genau. Du musst fast nicht leben, dass du Also ich, musst fast nicht leben, dass du Ja, eine richtige... aber ja. Darum ist auch annimmst. Englisch schwierig. Aber du sagst, vielleicht englischer Content, dann muss ich dann lernen, Englisch richtig reden. Also ich kann Englisch, aber eben auch nicht perfekt. Und, aber man muss lernen. ja, schon sehr. Was mir immer geholfen hat mit Sprache lernen, ist einfach die Musik hören. Musik, und nicht weißt du, schlussendlich, wir konsumieren ja alle deutsche Musik, aber dann mehr so urbanere Musik, oder? Ja. So, du hast von Luciano angesprochen, Reezy, weißt Ja, du, voll. die neueren, so der neue Flow. Aber wenn du die los ist und du willst Hochdeutsch lernen, dann lernst du den Slang von dem, Ja, weißt du, genau. du hörst, der eine ist Frankfurter, der andere ist von da, dies, das. Genau. Ich habe es mit den Sprachen, die ich gelernt habe, immer gemacht mit alten Sängern. Ja, Weil voll. dann wirklich Sänger, weißt du, die singen, wo du es Wort für Wort so hörst Ja, und dann voll. soll ich auch. Er ist auch sprachbegabt. Ah, ohne Scheiß. Ja, Okay. voll. Er kann, was kannst du, wie viele Sprachen kannst du überhaupt? Er kann Albanisch, Französisch. Also ich würde sagen, ich kann mich gut unterhalten, kann ich mich auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch, auf Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, das ist so ein bisschen, das ist für mich das gleiche, ein bisschen mehr Dialekt. Und Italienisch geht eigentlich. Und Französisch nicht? Französisch, wenn du willst, geht auch Französisch, ja. Okay, krass. Du redest Französisch? Ja, also ich sage, ich kann Ah, si tu veux, nous pouvons parler français, pas le problème, monsieur. Ja, bin ich auch. ich bin gerade in der Nähe von Biel, also ja, dort auch ein bisschen, so, ich bin nicht perfekt in Französisch, aber Französisch ist auch so ein bisschen die Sprache, die ich könnte, aber es ist eine schwierige Sprache. Ja, ich finde vor allem vom Klang her, weißt du, wie man es ausspricht und so, finde ich Französisch noch schwierig. Aber du hast, was mir dann aufgefallen ist, du, wenn man auf Instagram geht bei dir, das allererste, was man sieht, ist die Malaysia-Flagge. Ja, voll. Ist es Roots von dir? Ja, genau. Ich bin halb Malaier, genau, Malaysia. Genau, und ich sehe mich auch mehr aus Malaysia, mein Look ist auch mehr aus Malaysia, darum sehe ich mich mehr aus Malaysia als Schweiz, halb Malaysia, halb Schweiz. Ja. Genau, und ich bin ja, relativ auch stolz auf das Land, weil das Land gehört mir nicht so viel in der Schweiz. Ja, Ja, absolut. Voll, gibt so viele Thais, China, Ja. was auch immer. Malaysia ist so ein bisschen ein exotisches Land und darum bin ich auch mega stolz drauf. Ja. Hast du noch viel Influence von dort? Hast du noch Kontakt mit Leuten von dort? Oder? Leider nicht, nein. Ich bin auch noch nie in Malaysia gesehen. Noch nicht, genau. Aber ich werde sicher mal einig gehen. Sehr schön. Eines sehr Tages ein neuer Dream auf der To-Do-Liste. Ja, von dort Edgars verteilen. Und Du hast in dem Video gesagt, Asiaten steht das. ja, voll. Der hat gar keinen von dem her. Stimmt, ja. Gell, ja, einer voll. von dort machst du immer einen Workshop. Das war crazy. Auch mal Mann. etwas wild. So eine YouTube-Video, wo ich einfach Vlog, auf ja, Malaysia gehe und wirklich nur Edgar schneide. Ja. Das war crazy. Wer hat ein Bild auf das? Die sehen dich dort mega fresh, schau mal für 10, die machen gerade Bild mit. Du siehst nicht Firmino von Asien. Das ist nice. Das war crazy. Ja. In deiner langen Karriere hast du mal etwas Lustiges erlebt, wo du kannst sagen, das ist mir geblieben? Oder ist da schon mal vielleicht auch jemand einfach aufgestanden und gesagt hat, ich zahle dir sicher nicht, für den kostet nicht? Ja, also die Frage ist mir schon vielmal gestellt worden. Mir bleibt immer nur eine Szene und das ist ganz am Anfang aus Barber. Da habe ich noch angefangen, da bin ich noch nicht so perfekt im Faden und so. Noch nicht, ich bin gut gewesen, aber noch nicht der Barber gewesen. Und dann ist jemand reingekommen, er war auch ein Albaner gewesen.
Und der hat so einen Low-Fade-Welle. Okay. Weißt du, was ein Ja. Low-Fade ist? Ein tiefer Übergang. Und Wegen dir weiss ich ja. ja, genau. He's educated. Low-Fade hat er wollen und ich habe einen Low-Fade gemacht, aber ich habe den Low-Fade ein bisschen mehr länger rausgezogen. Also nicht so einen Kenneck Low-Fade. Ich weiß nicht, was Ja. sagt, weil Low-Fade, weißt du, wo ganz kurz gezogen ist, er hat das wollen. Und mein Low-Fade ist leicht ein bisschen länger rausgezogen gewesen. Und Ich verstehe es fast, aber. und es hat dann nach einem Mid-Fade etwa ausgesehen. Genau. Und ja, er ist nicht ein angenehmer Moment gewesen. Ja. Genau, also als ich dann angefangen habe zu faden, hat er dann so ein bisschen geschaut und hat gesagt, so indirekt gesagt, ja, aber der Fade ist zu hoch und so. Okay. Aber er hat es mir mega unangenehm gemacht. Er ist sehr, wie soll ich sagen, er hat seine Frisur mega ernst genommen. Und also der Fade ist wirklich, er ist schön gekommen, er ist ein bisschen länger rausgezogen gewesen und er hat mir während dem Haarschneiden wirklich, hat er mir so ein unangenehmes Gefühl gegeben, wo mir einfach geblieben ist. Und er hat dann, Wie lange ist das her? Das ist 3 Jahre jetzt etwa her, 2,5 Jahre, 3 Jahre. Krass, 2,5, 3 Jahre und da ist es immer noch geblieben. Ja, das genau. muss wirklich ein unangenehmer Moment Ja, es ist sein. mir immer noch geblieben, aber ja, ich habe nachher auch gesagt, eben, es tut mir mega leid, ich bin professionell müssen bleiben. Ich, habe, ich kann nichts dafür, der Fade war okay, gewesen, er ist nicht so genau wie er nicht wollte, nicht so tief. Genau, und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, du musst den Host nicht zahlen. Du kannst auch das nächste Mal das kommen. ist von dir Du gekommen. musst professionell bleiben, was willst du machen in diesem Moment. Ja. So, ja. Genau. Auch wenn der Host eigentlich gar nicht schlecht rausgekommen ist. Einfach, ja, nicht Nicht so, wenn er das will. Genau. Aber ja, aus dem dann wirklich etwas gelernt. Ich bin wirklich mega krass in Low-Fades jetzt. Also, Schon. Hey, meine geil. Low-Fades sind wirklich extrem krass. Also ja, mega Ganz viel. geil. Aber ja. Jawohl, da können wir einen Applaus für ihn. Wie immer die Self-Confidence. Aber Geil, Mann, wenn geiles es, Ziel. wie viel von denen gibt es? Low, Mid, Ja, High, also man High sagt Fade? so drei Fades gibt es. Von den normalen Fades ist der Low, Mid und der High Fade, genau. Oder noch der Southside Fade, der wäre noch höher. Southside Fade, Das ist ja. der Vierte, genau, ja. Und dann gibt es eben den Taper Fade, das ist dann nur der Schläfer und hinten. Genau, und dann gibt es noch den Burst Fade. Das Wer erfindet die Namen? ja, in Amerika sind die Begriffe alle dort, ja. Also du hast da zuerst mal ein Lexikon auswendig lernen. Bist du alle Ja, kann man schon fast sagen, so Begriffe- viele Fades, wie es mittlerweile gibt, ja. Aber die Begriffe kommen alle aus Amerika und ja, Ja. und ich habe jetzt die im Prinzip die Begriffe halt noch ein bisschen hier übergebracht. Dann ist es so einfacher für die Leute die Schnitte zu erklären, weil du wisst, früher haben wir gesagt, ja, seid ihr auf null mit Übergang. Ja, voll. Ja, ja, voll. Oh, genau, ich kann Weißt es so. du, was war früher sogar für mich der Fall gewesen? Wenn alle zum Barber sind, oder zum früher ja Coiffeur, Barber, so ein bisschen, das ist damals ja, ich sage jetzt so, wenn ich das da überkomme, in den letzten 5-6 Jahren, so habe ich das Gefühl, ist das mit Barber wirklich viel, viel grösser geworden. Aber früher war es so, es sind 10 Jungs sind zum Barber gegangen. Alle sagen etwas anderes, null Übergang, da dies, das, am Schluss laufen alle genau gleich raus. Ja, voll. Alle genau gleich Eben, raus. ja. Genau gleich, wie die Und bei mir Typen laufen die wollen. Leute nicht genau gleich raus. Ja. Das ist, weil ich habe Kundenstamm, die weiss so verschiedene trendige Frisuren. Und eben durch die Begriffe können sie nicht die Frisuren besser erklären. Ja, und das ist eben auch das Coole dran. Ich habe so coole Kunden eigentlich. Auch wenn es vielleicht extravagant ist für viele, aber mir ist nie langweilig. Ich habe immer so Ja. geile Frisuren, ja. Ja. Genau. Ja, vor allem, ist ja auch so, wir haben keine Ahnung von dem Zeugs früher. Ah, Jetzt ja, kannst absolut. kannst bei dir Instagram durchscrollen und Voll. sagen, gut, Da genau checkst so, du Ja. die Höhe will ich ungefähr, Ja, das, genau. das passt mir, so kann ich meine grauen Haare verstecken, dies, das. Genau. Das, Ja, dann hast du deine eigene Karte, die du erfinden tust. Wow. Gell, du musst war einen krass, eigenen Mann. herausfinden, Mann. Das wäre krass, aber es ist schwierig, Mann. Es ist schwierig. Wir sind limitiert, aber wenn ich einen könnte erfinden, man weiß nie. Oh, so ein oben null, Whiskcut irgendwie, Whiskcut oben null. irgendwie. Kate, Bro, momentan geht jeder auf deine Videos. Mach einfach etwas, die Leute gucken dir schon zu. Einfach da blonde Strähnen reinfressen Ja. und sagen, hey, Leute, das ist der Whiskcut. Also ich muss sagen, der Edgar Cut wird wahrscheinlich, mit dem habe ich schon Geschichte geschrieben. Also eben wie die Tektonikfriesen, es hat sich schon Memes gesehen, eben von Voll. verschiedenen Frisuren, eben Tektonikzeiten, da haben wir so eine Genau. Frisur gehabt. Oder Ja, ja, safe. die Das Pin war brutal. Gewesen. Genau. Jetzt heute lachen wir wegen dem. genau, oder die Pinselfrisuren, die man ohne Übergang gemacht hat, Ja. bis rauf und dann gegenüber, das ist auch sicher so eine Frisur. Ich denke, Edgar Cut wird sicher safe auch in dieser Liste drin sein. Ja, das kann ich mir safe vorstellen. Ja, So, aber nach 10 Jahren dann schaut man wieder die Fotos weißt, du, an. dann schaust du, dann lachst du drüber, ja, dann lachen Ja, die voll, drüber. dann Aber lachst du drüber, ja. schlussendlich, Momentan wir haben auch drüber gelacht, über die Ananasfrisur. Kennen wir Ja. die noch? Weißt du, Ja, einfach, ja. einfach hochgegufen irgendwie. Ja, voll. Wegen Flattern vom Vater kassiert, wegen, für Leute sind drunter von den Eltern wegen so Frisuren. Ja, voll. Aber du, schlussendlich, Das wenn, wächst- wenn du jung bist, Ja, dann und das probierst wächst du. danach, ist nicht das Ja. Tattoo, oder? Ich bin eben auch bei Frisur. Früher ich bin ganz traurig Pingel. Ich habe früher lange Haare, keinen Rostschwanz. So, nein, Dutt. Sagen wir dem, glaube ich, oder? Wenn sie Ja, so- voll. sagen wir wieder, hast du mich noch kennt mit dem Dutt? Nein. Ich habe früher so einen Dutt gehabt und ich bin früher weißt, wie pingelig gewesen. Weißt, wenn der So? Barber, ja,
der Barber, wo ich einmal schneiden bin, wenn der dort war, bin ich wieder heimgegangen. Ich habe gesagt, mir egal, weil Krass. nur er kann das so in dem Sinn. ja. Aber der kann eigentlich nur Kerne geschnitten, weißt du, nur so Seite 0 und ich komme mit langen Haaren. Ich habe gedacht, ich bin Tupac, ich kann gar nicht schneiden. Aber ja, du irgendwann findest du auch so ein bisschen deine Frisur, weißt du. Ja, absolut. Ich bin gar nicht pingelig. Bei mir, weißt du, kennen ihr die Situation, wenn du sagst, ey, schneid mir so viel, dann zeigst du mit dem Finger und dann schneidet der 3/4 von deiner Haare. Und ich bin keine Ahnung, ich bin zu anständig gewesen, weil ich dann gesagt okay, ist gut, dann bin ich rausgelaufen. Ich bin auch ein Mensch, ich könnte nie ehrlich sagen, beim Barber, sagen, es ist nicht gut. Ja, voll. Ich sage immer, weil ich habe sowieso einfache Frisur, weißt du, so, man will da groß verkecken, wenn er verkeckt, dann Wachs geht wieder. 3 Verträge Ja, und bei mir ist voll. wieder da. Ah, ich finde das okay. Ich finde, es gibt Leute, die übertreiben noch. Also ich Ja. habe in meinem Fall, das ist nur ein Fall gehabt, das war dann zumal gesehen. Ja. Mit. Aber ich finde das okay, wir sollten nicht übertreiben. Also ich kann beim nächsten Termin nachher sagen, hey, das letzte Mal habe ich das Gefühl gehabt, es ist leider zu kurz geschnitten gewesen, das Mal. Wenn man so macht, und wenn es nicht so ist, dann switch den Barber. Du musst Ja, nicht ja. eine grosse Szene hier abgeben. Weißt du, was ich meine? Vor allem, weißt du, wenn du sagst, schlussendlich brauchst du auch die Kritik, oder weißt du, die Rückmeldung. Weißt du, Ja, die brauchst du auch, ja. Wenn es nicht sagst, weil die wissen, dass es nicht gut war. Ja, für dich. voll, Genau. voll. Aber man muss anständig sagen. Das finde Ja, ich das ist ja, mega ja. wichtig. Ich sage konstruktive Kritik. Das ist, Ja. ich finde das eben mal, auch im Netz und so, finde ich das sehr traurig. Ja. Weißt du, wenn Leute einmal dich beleidigen oder so irgendetwas, dann denkst du, amigo, was Ja. ist doch langweilig? Dann gang Zähne putzen, man. Das machst du immer, mach gerne, irgendetwas, man. Stress mich nicht, man. Du, bleib anständig. Ja, das heißt mir voll. persönlich, sagst du mir auch nicht so. Voll. Persönlich können sie nicht sagen. Und jetzt sind sie so selbstsicher und können einfach schreiben und machen sogar Fake-Accounts. Weißt du, wie viel ich schon gehört habe, wo so Fake-Accounts extra machen, um Leute beleidigen. Ja. Das sage ich so, hast du nichts anderes zu tun. Denke ich vor allem die Zeit. Überleg mal, weißt du, wie viel Zeit du für so einen Scheiß müsstest aufwenden? Tust du dich, ich sehe auch anhand von deinen Stories, du befasst dich viel mit Fitness, Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Befasst dich auch? Also, wie meinst du das genau? Also, Fitness Also Mindset oder schaust du irgendwie, tust du irgendwie Bücher lesen? Ich weiß nicht, ich fühle bei dir, so, du bist so Perfektionist, du gibst so eine Sicherheit aus dir raus, was du machst. Du hast dich voll identifiziert als Barber und ich denke, vielleicht kommt das auch, weil du vielleicht dich mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Ja. Stärke befasst hast. Ja, also, aber ich habe auch sehr schwierige Zeiten gehabt vor meiner Coiffeur-Zeit. Aber ich habe früher Drogen konsumiert, Okay. extrem, also harte Drogen, Ecstasy, Kokain und der ganze Scheiß. Schon Das ist der Schicksalsschlag, der mir im Prinzip nachher den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich habe dann mit Fitness angefangen. Von welchem Alter reden wir da? Was Wir reden von die du 17, konsumiert hast? ja, von 17 bis etwa 20. Schon früh angefangen. Ja, genau, früh angefangen. Und Also, sorry, ist es einfach ein Tag, wo, weißt du, erzähl mal, ist es einfach ein Tag, wo der Klick gemacht hat und gesagt, jetzt will ich mein Leben ändern? ja, erzähl mal nein, von es dem. ist im Prinzip nachher angefangen, und meine Großmutter gesagt hat, hey, du musst jetzt eine Lehre finden, sonst schmeiß ich die raus. Aha. Ja, genau. Und dann Hat sie habe ich- gewusst von deinem Ja, Konsumverhalten? sie hat gewusst von diesem Konsumverhalten, genau. Und dann ist dann eben der Tag gekommen, wo sie mir gesagt hat, wenn du jetzt keine Lehre findest und keine Tagesstruktur hast, dann schmeiß ich die raus. Genau. Und das war nachher der Punkt gewesen, wo ich irgendwie herausfinden ja, was will ich aus meinem Leben machen. Und dann habe ich eben irgendwie versucht, einen Ersatz zu finden zu den Drogen. Habe nachher angefangen zu tanzen und vor allem auch Fitness. Genau, das sind sehr, sehr gute Alternativen Stark. für die Leute, die Drogen konsumieren und raus wollen. Fitness vor allem. Tanzen ist Voll. natürlich nicht für jeden, aber Fitness kann jeder machen. Genau. Machst du immer noch sehr viel Fitness? Wie viel Mal machst du durch? Ja, also ich versuche konstant zu bleiben. Ich mache es jetzt noch 3 bis 4 Mal. Früher bin ich wirklich 6, 7 Mal pro Woche gegangen. Schon, Wirklich heavy trainiert. Mit dem Tanzen zusammen. Wirklich meine beste Form habe ich dann gehabt. Ja. Genau, jetzt versuche ich einfach noch so ein bisschen mit meinem Lebensstil noch 3 bis 4 Mal durchzuhalten. Ja. Geil. Genau, ja. Irgendwann, wenn ich dich im Ausgang sehe, machen wir ein Battle zusammen. Er ist original ein Typ. Ja. Wir haben beide das Jahr geheiratet, er und ich. Also nicht zusammen, aber Applaus. wir beide. Applaus für uns selber. Wieder mal Shoutout to unsere Frauen. Und er hat bei uns an der Hochzeit hat er ein Battle initiiert. Ja. Nein, beziehungsweise er und seine Frauen, das Battle, liebe Männer gegen Battles. Frauen. Ja. Aber wir können nicht Legendär. tanzen, also wir können nicht tanzen, aber ich liebe einfach Battles machen und so Scheiße. Wir sind beides einfach mit Tanzen einfach. Ja, so voll. Leute, die einfach Es sich sieht bewegen. tot schlimm aus, aber uns ist scheißegal. Ich bin original so einer von diesen Menschen. Kennst du die, wo es braucht immer einen, der im Club früher Ja, das voll. Eisbruch hat, um Ja, tanzen zu gehen. voll, Ich voll. so, Mann, mir doch egal. Man. Der Egger ist sein. So einfach mal Der mit einfach mal Becher in machen. der Hand. So. Ja, Ja, genau, so die Southside Moves anbringen.
Ja, voll. Geil. Nein, aber bevor wir das belustigen, es ist stark, wenn mit Fitness aus dem Ganzen rauskommt. Ja, voll. Das ist auch etwas, weißt, wo viele sich damit identifizieren können. Weißt, wenn sie jetzt ein Problem haben, das ist etwas, wo auch die Disziplin und die Consistency, die Kontinuität dann auch so dir selber beibringst mit dem Ganzen. Genau, ja, das Fitness haben wir die Disziplin beigebracht, ja. Das Fitness muss konstant bleiben. Es ist so ein undankbarer Sport. Du gehst 3 Wochen nicht, siehst wieder aus wie ein Lauch. Und das hat mir die Konstanz und die Disziplin gegeben. Ja. Genau, Ich würde sagen, jetzt, ich könnte es, aber ich gehe eben gar nicht, der Scheiß. Ich habe früher lang geshootet, aber das mir ein bisschen Props gegeben. Lang Sport gemacht. Ja, voll. Auch das ist anstrengend. Frau und Kind daheim, Bro, muss schauen. Immer. Machst du jetzt gar keinen Sport? Nein, leider eben gar nicht. Ich gehe manchmal jetzt Squash, gehe mit der Frau spielen. Wirklich? Ja, Bro. Immer einmal in der Woche. Aber ich muss viel mehr machen. Ich habe angefangen wieder Fitness, aber ich bin so ein Mannschaftssporttyp. Ich gehe von Fitness an, 3 Wochen, bin voll motiviert, gehe jeden Morgen hin, nachher. Ja, aber wie gesagt, es ist ein undankbarer Sport, man. Es ist wirklich, so undankbar, ja. Und du, eben, Fußball macht mir viel mehr Spaß. Mir macht Fitness auch nicht immer Spaß, vor allem beim Leg Day. Leg Day ist so der Day, wo mir gar nicht Spaß macht. Und, aber eben für einen guten Look halt, ja. Ja, schlussendlich ist auch das Perfektionisten-Ding, was du vorher gesagt hast. Genau, du hast selber vorher gesagt, du schaust jetzt mehr auf diese Ja, das ist natürlich auch ein Grund, ja. Wir schauen aufs Aussehen und eben dann ist halt Sport und Fitness halt in dem Fall in Zukunft oben ohne Haare schneiden. Und dann wieder mehr Views auf TikTok. Ja, das wäre vielleicht ein gutes Format, um Follower zu gewinnen. Und dann plötzlich kommt der asiatische Herkules Haare schneiden. Aber das stell dir jetzt mal vor, das wäre jetzt auch wieder ein Punkt. Weißt du, wie viral gehen? Ja. Es wird Millionen Klicks haben, aber... Ich finde, wenn Leute einmal so sagen, ja, ich will irgendetwas machen, ich weiß nicht was. Ey, du hast so viele Sachen machen, viele getrauen sich nicht. Ja, eben, es ist einfach das, du musst über deine eigene Angst besiegen. Du musst einfach über deinen eigenen Schatten springen. Absolut. Mach einfach. Voll. Mach, egal was, mach einfach. Voll. Probier's mal. Wenn Leute einmal sagen, ja, das Internet vergisst nie. Ja, amigo, es gibt so viele Videos heutzutage. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich letzte Woche postet habe. Weißt du, Ja, voll. Du da nicht so viel Gewicht auf das drauflegen, auf das Problem. Ich poste jeden Scheiß am Morgen früh. Ich schreie umeinander im Auto. Mir ist scheißegal. Aber ja, das ist so. Nein, viele Leute trauen nicht, aber langsam kommen die Jungen, finde ich. Ja, das ist die neue Generation. Das ist wirklich die neue Generation. Das ist geil, absolut. Ja, absolut. Das ist etwas, wo wichtig ist. Ja. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel erfahren. Wunderbares Gespräch mit dir, hat wirklich Spaß gemacht. Danke, Mann. Und jetzt, Nächstes Jahr sehen wir dich dann bei deinem eigenen Barber, oder? Yes, sir. Wir kommen sehr gerne vorbei. kommen wir vorbei. Ich komme vielleicht den Southside kommentieren. Mal schauen. Vielleicht traue ich mich bis dann. Ja, was? Southside? Boah, dann wäre es mal Das wäre eine gute Kombi. Du kannst einen Edgar machen. Ja, voll, mir ist scheißegal. Wir könnten 2 Schnitte in einem Video machen, wo ich wirklich beide kombiniere, du Southside, du Edgar. Würde viral gehen, oder? Ich habe vorhin gesagt, du musst dich getrauen für etwas, oder? Ja, Mann. Du hast groß geredet, ich habe nicht groß geredet. Ich mach glaube ich, einen Southside, dann, wenn ich nachher 2 Wochen Ferien habe und nachher mich abschotten von irgendwo. Nein, danke dir viel mal für deine Zeit. Danke euch, dass ihr da gekommen cool. Es hat wirklich Spaß gemacht. Hey, willst du die letzten Worte irgendwie an die Zuhörer geben? Ich weiß gar nicht, Mann. Es wäre gut, vielleicht so erzählen, so ein Mindset, wo du von dir aus kannst sagen. Etwas, was dich selber pusht, etwas, was dir hilft. Ja, also, eben, werden sehr viele Barber so wahrscheinlich das Video anschauen. Darum spreche ich jetzt gerade für meine Coiffeure, für meine Kauer-Coiffeure, die aus den Haar schneiden. Yeah. Bleibt konstant. Schaut wirklich, dass ihr auf Qualität wertschätzt. Weil Qualität ist immer das, was sich auszahlen wird. Und eben, bleibt dran. Sehr stark, sehr stark. Schönes Schlusswort. Absolutes Schlusswort, aber am Schluss kommt nicht nur das Intro, auch das Outro ist wieder back in business. Thank you so danke much. Viel mal fürs Zuhören. Das war's heute. Lucy in the house. Hammer Episode. Bis zum nächsten Mal, ladies and gentlemen. Thank you so much. Lucy, baby. Talk it like Loose D.